Diesmal geht es nochmal richtig um den Bärlauch. Das heißt, Bärlauch, wer jetzt noch irgendwas von Bärlauch davon haben will, der soll jetzt sich beeilen, weil solange der Bärlauch noch nicht blüht, schmeckt er mal am besten und ist auch genießbar. Also das Ganze, was ich machen will, ist Bärlauchöl. Dazu nehme ich 500 ml kalt gepresstes Olivenöl. Dann brauche ich ungefähr 100 Gramm, eine Handvoll Bärlauch. Den Bärlauch immer gründlich waschen, wegen der Fuchsbandwurmgefahr. Aber ich denke mal hier in meinem eigenen Garten ist der Fuchsbandwurm Gott sei Dank nicht so verbreitet. Und ich habe da so eine kleine Ecke da in unserem Garten und von dem mache ich jetzt Bärlauchöl. Also bis gleich. Ja, da schneide ich jetzt so eine gute Handvoll runter. Also ca. 100 Gramm auf 500 Milliliter. Wichtig ist, dass es ein kaltgepresstes Olivenöl ist und dass der Bärlauch gut gewaschen wird, und dann muss er richtig durchtrocknen, damit kein Wasser mehr dran ist, weil sonst verdirbt das Öl sehr schnell. So hat man dann lange Freude an dem Bärlauchöl, weil es wird dunkel verschlossen, kommt es dann im Kühlschrank und dann hält es fast ein Jahr. Ja, das sind so Blütenknospen und man sieht schon ganz leicht, dass er schon bald zu blühen anfängt. Und solange der noch nicht blüht, kann man den Bärlauch auch gut verwenden und hat noch seinen kräftigen Geschmack nach Knoblauch. Dauert nicht mehr lang, dann geht er auf und dann ist die Zeit vorbei. Und die sollte man natürlich auf jeden Fall nutzen, dass man irgendwas herstellt. Entweder Bärlauchpesto oder wie gesagt so ein Bärlauchöl. So, und jetzt den Bärlauch gründlich waschen. So, ich habe jetzt hier den ganzen Bärlauch und jetzt ist es wichtig, dass der Bärlauch richtig getrocknet wird, weil wenn der nämlich nicht richtig trocken ist und man setzt das Olivenöl an, dann kann das Öl schnell verderben. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass der schön getrocknet ist. Also ruhig ein bisschen liegen lassen, dann in kleine Streifen schneiden. Also wichtig ist trocknen. Also nutzt es aus die Zeit. Es dauert nicht mehr lang, dann fängt die Blütezeit vom Bärlauch an und dann ist es vorbei. Das ist meine Lieblingspflanze, die könnte das ganze Jahr über wachsen, aber leider ist es nicht der Fall. Ja, wird schon trocken. Hier mal ein bisschen abtupfen. Nicht zu lange warten, sonst wird er welk. Das soll er natürlich auch nicht werden. So, der Bärlauch ist nun getrocknet. Wenn der Bärlauch getrocknet ist, dann schneiden wir ihn richtig schön fein. Feine Streifen.
richtig klein schneiden. Das ist ganz wichtig. Dann kann das richtig schön in das Olivenöl einziehen. Gerade. Super. Ja, alles schön in feine Streifen schneiden. Das mache ich jetzt. Bis gleich. So, der Bärlauch ist geschnitten. Also so feine Streifen. Und jetzt kommt eigentlich die Friemlerarbeit. Irgendeine saubere Flasche. Da stopfen wir jetzt den ganzen Bärlauch rein. Das ist ein bisschen mühsam, aber der Aufwand lohnt sich. Ja. Irgendwas zum Ausschieben. Ja. Das kommt jetzt komplett da rein. Ja. Also duften tut es herrlich. Ja, nur mal kurz Zusammenfassung. Ungefähr eine Handvoll Bärlauch. Dann braucht man 500 Milliliter von kaltgepresstem Olivenöl. Eine Flasche, die 0,5 Liter Fassungsvermögen hat. Kann auch größer sein, macht nichts. Den Bärlauch gründlich waschen, richtig trocken tupfen und dann in Streifen schneiden und dann so wie jetzt den Bärlauch da reinstopfen. Okay. So, nachdem der Bärlauch in die Flaschen gestopft ist, kann man dann ganz langsam das Olivenöl auffüllen, also nicht zu schnell. Dann haben wir noch ein bisschen was daneben, dann rein, nicht zu viel verschwenden. So. Genau. Also das ist jetzt da komplett drin, ungefähr halb voll. Jetzt füllen wir das Ganze schon langsam mit Olivenöl auf. Ja. Der Vorteil beim Bärlauchöl ist, nach 2 Tagen kann man es eigentlich schon hernehmen, aber die Reifezeit beträgt 2 bis 3 Wochen an einem dunklen, kühlen Ort. Also am besten im Kühlschrank. Nicht schütteln. Ab und zu leicht schwenken, aber nicht schütteln. Das ist ganz wichtig. Damit möglichst keine Luftblasen reinkommen. So. Das ist jetzt das billiges Olivenöl vom Netto. Es muss kein schweineteures Olivenöl sein. Wichtig ist, dass kalt gepresst ist. Schaut schon ganz lecker aus. Und das wird dann richtig knallig grün. So.
Flasche ist leer. Das waren ungefähr noch 500 Milliliter. Ja, es sind ja 500 Milliliter drin. Also die ganze Flasche rein, gell Ferdi? Ja, das war's dann. Also so Flaschen mit so einem Bügel-Schnappverschluss, die sind recht praktisch, weil die verschließen dick. Und jetzt kann man das ganz leicht einmal schwenken, aber nicht zu viel. Dann dreht man das. So, und so wie das jetzt ist, hält die Flasche im Kühlschrank, dunkel gelagert, locker ein Jahr, bis eigentlich die nächste Ernte schon wieder fällig ist. Bärlauchnudeln, 2-3 Esslöffel Bärlauchöl drüber, über Spaghetti oder wie auch immer. Schmeckt sehr geil, also kann ich nur empfehlen. Also schlagt zu, Bärlauchöl, jetzt ist die letzte Drücker, bevor die Blüte beginnt. Dann ist nämlich Sense. Und so hat man schön im Vorrat. Also freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Janker Filmschmiede, der Helmut. Auf Abonnenten würde mich freuen. Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, auch kein Problem. Mit dem muss man leben. Also mit diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Helmut. Servus.